Es war einmal eine Schneckenfamilie. Die hat im Wald auf dem Uetliberg gewohnt. Also, nicht genau auf dem Uetliberg, sondern etwa so in der Mitte zwischen Berg und Stadt. Wenn bei ihnen etwas läuft, dann sind das nur die Spaziergänge. Sonst läuft bei der Schneckenfamilie nicht viel. Sie selber ja schon gar nicht. Im jüngsten Schneck, der Chantal, geht die friedliche Stimmung langsam aber sicher auf den Schleim. Vor allem, seit ihr der Wiesel Winnie mal von den Weihnachten erzählt hat. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie das aussieht im Winter in der Stadt, weil es bei uns im Wald noch kälter und dunkler ist als sonst. In der Stadt ist es einfach hell. Es hat Lichterketten, grosse, beleuchtete Tannen mit Schmuck dran und so Häuschen, wo sich die Leute versammeln und heisse Getränke trinken. Der Winnie kommt nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Aber plötzlich fährt er an zu zögern. Also etwas musst du schon wissen. Es ist gefährlich in der Stadt. Es hat Autos und Menschen, die schauen dir überhaupt nicht. Also, ich bin ja noch flink, aber du! Nein, flink ist Chantal wirklich nicht. Und darum hat sie sich bis heute auch nie getraut, sich auf den Weg zu machen. Bis jetzt. Jetzt hat sie genug lang herumgestudiert. Der Gedanke, die Weihnachtsbeleuchtung zu sehen, lässt sie einfach nicht los. Sie fasst den Entschluss und erzählt ihrer Mami, der Jeanette, von ihren Plänen. Du willst was? In die Stadt? Du, meine schambar schlaue Schneckentochter. Das geht doch nicht. Das ist viel zu weit und viel zu gefährlich. Doch, ich muss das sehen. Bei uns ist es so langweilig. Ich brauche ein bisschen Action in meinem sonst viel zu langsamen Leben. Ich will los sein in die weite Welt. Weg von diesen Bäumen, vom Igor Igel, der Regulare und dem Uli Uhu, die mich schon in- und auswendig kennen. Ich möchte etwas erleben. Es schneckelt mich so an hier. Was ist denn da los? Chantal, was redest du für Sachen? Ach, gut bist du da, Stefan. Deine Tochter ist von allen guten Schnecken verlassen. Sie will die Weihnachtsbeleuchtung anschauen. Das ist meine Tochter. Hä? Also, wie bitte? Ja, das habe ich dir vielleicht noch gar nie erzählt, mein Schneckli. Weil ich weiss, dass du viel zu ängstlich bist. Aber ich bin auch schon zu den Weihnachtslichtern gekrochen. Ehrlich? Das hätte ich dir also überhaupt nicht zugetraut. Mal, als ich etwa so alt war wie du, habe ich es gewagt und bin den Berg hochgeschlichen. Der Berg darauf? Aber die Stadt ist doch unten? Ja, schon. Aber da oben ist der Uetliberg. Und der hat dann etwas zu bieten an den Weihnachten, das kann ich dir sagen. Lichterketten, Feuerschalen, Glitzer und der ganze Weihnachtszauber. Und was ist mit den Autos, der Tram und den Velofahrer? Ah nein, die hat es praktisch nicht. Vor allem kein Tram. Es ist also viel weniger gefährlich als in der Stadt. Chantal und Jeanette machen grosse Augen. Sie trauen ihren Gefühlen kaum. Und dann hast du das alles gesehen? Lichterkette, grosse beleuchtete Tannen mit so Schmuck dran. Und auch so Häuschen, wo sich die Leute versammeln und heisse Getränke trinken. Ja, also fast. Fast. Hä? Jetzt kommt Chantal aber gar nicht mehr raus. Also, ich habe die Reise nur ein bisschen unterschätzt. Anfangs November bin ich los. Und als ich auf dem Uetliberg oben angekommen bin, habe ich sie halt nur noch gesehen, aber rum. Chantal muss sich ihren Schneckenbauch heben vor Lachen. Darum hast du Mami und mir nie etwas davon erzählt. Du hast die Weihnachtsbeleuchtung ja gar noch nie gesehen. Ja, also technisch gesehen, nein. Aber das ist ja super. Dann gehen wir alle zusammen. Tun das aber noch besser vorbereiten wie der Papi damals. Und gehen halt noch früher los. Chantal und der Stefan sind Feuer und Flamme für die Idee. Nur Jeanette schneckelt die pure Begeisterung noch ein bisschen an. Ist sie doch viel zu grosse Schissschneck für so ein Abenteuer. Mit ein bisschen Überzeugungsarbeit haben es die anderen zwei dann aber geschafft, aus Mami Jeanette mit ins Schneckenboot zu holen. Und so machen sie sich schon Anfangs Oktober auf den Weg für auf den Uetliberg. Was sie dort auf dieser Reise erleben und ob sie dann pünktlich oben angekommen sind,
Das erfährst du morgen im zweiten Teil dieser Geschichte.